Der deutsche Philosoph Immanuel Kant war der wichtigste Denker der sogenannten Aufklärung. Also einer geistigen Bewegung, die dazu ermuntert, immer wieder kritisch nachzufragen. Vor allem, wenn es um vermeintlich absolute Wahrheiten geht, etwa der Religion oder auch von politischen Führern, ja selbst von Wissenschaftlern und Experten. Kant wurde 1724 im preußischen Königsberg geboren. Zu dieser Zeit regierten in den meisten Regionen Europas absolutistische Herrscher, also Adelige, die sich von Gott zur Führung berufen fühlten. Sie verfügten über uneingeschränkte Macht und standen über dem Volk und den Gesetzen. Kant und andere Aufklärer haben maßgeblich dazu beigetragen, dass es heute nur noch gut eine Handvoll absolutistischer Herrscher gibt. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. So lautet der Kernsatz von Kants Philosophie. Bis heute wirkt Immanuel Kant als Inspiration für alle Menschen, die den Mut aufbringen, selbst zu denken, gemeinsam für ihr Recht auf Selbstbestimmung einzustehen und auch unter schwierigen Bedingungen öffentlich für Gerechtigkeit, Demokratie und Meinungsfreiheit zu kämpfen. Anstatt auf die Straße zu gehen, setzte sich Kant vom Schreibtisch aus für seine Ideale ein. Als die preußische Regierung eines von Kants Büchern zensierte, teilte er es in mehrere Abschnitte auf und veröffentlichte es Stück für Stück. Heute würde sich Kant vielleicht gegen die Cancel Culture aussprechen und vermutlich kreative Wege finden, diese zu umgehen. Kant lehrte als Professor in Königsberg. Er blieb Junggeselle, ging jeden Tag zur gleichen Zeit spazieren, verstieß nie gegen geltende Regeln und hob mit seinem Denken trotzdem ein ganzes Weltbild aus den Angeln. Denn gerade mit Blick auf die wirklich großen Fragen, existiert Gott? Bin ich frei? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es nach Kant kein sicheres Faktenwissen zu verkünden? Von niemandem. Wie Kant in seinem Hauptwerk Kritik der reinen Vernunft aufzeigte. Darin schreibt Kant, ich musste das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen. Aber eben nicht an einen Gott oder eine andere Autorität, sondern an die Vernunft und die Moral. Und an eine freie und friedliche Welt, in der jede Person nach ihrer eigenen Fasson glücklich werden kann.